Du weißt ganz genau, wo William Miller ist. Mach die Schnauze auf. Wir haben keinem Menschen was getan. William Miller genauso wenig wie ich. Das stimmt. Noch habt ihr nichts getan. Aber was beweist das? Spuck's endlich aus! Jack! Die Kleine ist seine Schwester. Die sagt, sie weiß, wo Willer sich verkrochen hat. Warum lügst du? Du weißt es doch gar nicht. Wo ist Bill Willer? Aber sie weiß es nicht. Geh nach Hause, Annie. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das nur gesagt, weil ich Jack sehen wollte. Dann zieh ihn dir gut an und bete zu Gott, dass er endlich sein Maul aufmacht. Bring sie raus. Verlogener Bastard!
Eigenartiges Benehmen eines Gesetzesvertreters. Seit wann werden so freie Bürger behandelt? Danke, Sir. Was willst du? Ich muss zu Jefferson, zum Sheriff. Ah. Es ist sinnlos von mir, erfahrt ihr kein Wort. Sag, wo Bill ist. Oder ich werde sagen. Also, du willst deinen eigenen Sohn verraten? Nein. Aber es ist mir im Augenblick lieber, dass er eingesperrt wird. Sollte dem Präsidenten bei seinem Besuch hier etwas passieren, dann wüsste ich für meinen Jungen kein besseres Alibi. Wenn du weißt, wo dein Sohn Bill ist, warum hast du das heute Morgen nicht den beiden Leuten erzählt, die ich zu dir geschickt habe? Die haben in einem solchen Ton mit mir geredet. Ausgesprochene Galgenvogelgesichter. Wie kann man solchen Typen den Stern anheften, Sheriff? Ich habe Leute gebraucht, die für Ordnung sorgen. Immerhin kommt morgen der Präsident der Vereinigten Staaten. Oder hast du das vergessen? Oder aber er kommt nicht. Was willst du damit sagen? Jemand will den Zug in die Luft jagen, wenn er über die Brücke fährt. Jemand? Wer? Leute, die noch einen Bürgerkrieg wollen. Die beiden, die heute früh bei mir waren. Die dürften darüber einiges mehr wissen als ich. Nimm dir die vor. Von denen erfährst du bestimmt bedeutend wichtigere Dinge als von Jack. Willa, wenn das war's, was du da eben gesagt hast, dann hast du deinem Vaterland einen verdammt großen Gefallen getan. Wart hier. Wollen Sie wirklich den Präsidenten umbringen? Ja, und deshalb ist es besser für Bill, wenn er die Zeit hinter Schloss und Riegel ist. Vergiss nicht, du und er, ihr habt eine Vergangenheit. Warum immer unsere Vergangenheit? Wer hat bei dem alten Willa unbedingt das Maul aufreißen müssen? Er war's. Idiot! Ich hab gedacht, das ist einer von uns. Er hat für den Süden gekämpft. Gegen den eigenen Sohn. Sag Wallace Bescheid. Der weiß, was jetzt passieren muss. Ich werde Willa bis zu seinem Haus bringen, damit er mit keinem mehr reden kann. Halt! Wartet! Ihr dürft nicht gesehen werden. Du solltest mit keinem über die Sache reden, Willa. Oder hast du schon rausposaunt? Bin kein Schwätzer. Lass Jack in Ruhe. Darauf kannst du dich verlassen. Schaff ihn in die Zelle und behandle ihn anständig. Guck hin und wieder mal nach dem Nigger an, nicht, dass der Krücken baut. Verdammter Nigger! Ich würde dich zu gern baumeln lassen, aber wir brauchen dich noch.
Aber wenn du dir Sorgen machst, dann schick doch einen anderen. Nein, das ist unmöglich. Ich muss selber hinfahren. Ich habe Angst. Die Texaner sind die größten Gegner deiner Politik der Gleichberechtigung. Das ist bloß leeres Gerede, Janet. Es wird alles gut gehen, das wirst du schon sehen. Herein. Mr. Arthur MacDonald, Sir. Ich kümmere mich um unser Gepäck. Ich lasse bitten. Ist für meine Reise alles vorbereitet? Selbstverständlich, Mr. Präsident. Ich habe eben einen Bericht bekommen. Nach Meinung des Geheimdienstes ist die Gefahr eines Attentats in Texas am größten. Ihre Absicht, den Farbigen die Gleichberechtigung zu geben, hat ihnen nur Feinde gebracht. Selbst der Gouverneur hat öffentlich erklärt, sie müssten am Galgen baumeln. Das ist alles Gerede. Ich gebe zu, dass es gefährlich werden kann, wenn ich nicht selber versuche, sofort mit den Menschen in Texas zu sprechen. Deshalb muss ich hin. Ich muss mit den Menschen reden, die noch immer 14 Stunden am Tage arbeiten. Ihre Stimme ist für meine Politik bedeutsamer als die ihrer Ausbeuter. Mr. Präsident, darüber bin ich mit Ihnen vollkommen einer Meinung. Ich bin aber auch überzeugt, dass Ihre Reise im Augenblick wenigstens besonders gefährlich ist. Aber was soll ich denn machen? Soll ich meine Pläne etwa aufgeben? Aber wir könnten eine Entschuldigung finden, irgendeine politische Notwendigkeit. Nein, MacDonald. Wie könnte ich auch nur eine Sekunde länger Präsident der Vereinigten Staaten sein, wenn es mir nicht möglich wäre, ohne Furcht jedes Land zu bereisen? Das ist ein Argument, aber trotzdem würde ich sagen... Der Sonderzug des Präsidenten wird heute Abend wie geplant abfahren. Ist das klar, MacDonald? MacDonald? Ich unterschätze die Situation bestimmt nicht. Aber ich glaube nicht, dass ein Grund zu übertriebener Vorsicht besteht. Du hast ja da wirklich ein hübsches Nest hingebaut. Naja, jetzt brauchst du ja wohl keinen mehr, der dich beschützt. Man braucht immer einen guten Freund. Danke für die Begleitung. Ja. Hallo. Was willst du hier, Wallace? Ich kam zufällig hier vorbei. Na ja, und da habe ich gemeint, warum gehst du nicht auf einen Sprung zu deinem alten Freund Willer? Schließlich haben wir Seite an Seite gegen die verdammten Nordstaatler gekämpft. Also wird er sich freuen, habe ich mir gedacht. Der Krieg ist vorbei, Wallace. Wir haben ihn verloren. Der Krieg ist nicht vorbei. Er wird so lange weitergehen, solange es unter den Südstaatlern noch Verräter gibt. Wir sind inzwischen alle Bürger eines Landes geworden. Du wirst uns sicher nicht übel nehmen, aber wir haben uns erlaubt, etwas zu trinken zu besorgen. Wir haben auch für dich einen eingeschenkt. Auf alte Zeiten und darauf, dass der Süden zuletzt auch siegen wird.
Zu spät. Es sind 4 Leute gewesen. Sie haben deinen Vater umgebracht, weil er von dem Attentat gewusst hat. Scheint ein Nigger zu sein, der Slim die Stiefel zwischen die Augen geknallt hat. Dafür schicken wir ihn zur Hölle, das mache ich mit dem Zeigefinger. Wozu das kostbare Blei vergeuden? Jack! Das sind die beiden, die deinem Vater von der Brücke erzählt haben. Ich erkenne sie wieder. Ich habe sie beim Sheriff gesehen. Ihr wart zu 4. Wer waren die anderen? Nein, Bill, ich werde allein mit ihm fertig. Du musst so schnell wie möglich zur Brücke. Wenn die beiden den Auftrag hatten, uns abzufangen, das bedeutet, Sheriff Jefferson gehört mit zu den Verschwörern. Nein, Bill, du musst versuchen, den Präsidenten zu retten, oder dein Vater hat sich umsonst abschlachten lassen. Ich komm zurück und hol dich. Wie weit ist es noch bis Dallas? Wir müssten bald da sein. Ich schätze noch eine halbe Stunde. Hey, Bigel! Du musst ein bisschen schneller machen. Der Sonderzug dürfte in 7 Minuten hier sein. Ah, ich brauche höchstens noch 2 Minuten. Haltet die Augen auf, ich muss in die Stadt zurück.
Du da! Was ist denn passiert? Sie wollten dir auf deine hübsche Krawatte spucken, Colonel. Überleg dir, was du sagst, mein Freund. Du redest immerhin mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich weiß ganz genau, mit wem ich rede. Im Gegensatz zu dir. Aber du solltest dir die Augen putzen. Was erlaubst du dir? Guck mal dahin. Wir wollten gerade die Brücke sprengen. Lassen Sie ihn, MacDonald. Ich muss diesen Mann schon mal irgendwo gesehen haben. Ich weiß allerdings im Moment nicht wo. Dafür weiß ich das umso besser. Mein Gesicht erinnert dich an die 4 Jahre Kittchen, die du mir aufgebrummt hast, Colonel. 4 lange Jahre. Aber das kreide ich dir nicht an. Du siehst ja, ich habe dir gerade das Leben gerettet. Aber sei bloß vorsichtig. In Texas denken nicht viele Leute so wie ich. Die Verspätung wird langsam beängstigend. Aber Sie wissen doch, wie es mit den Zügen hier ist. 1, 2 Stunden Verspätung ist hier so gut wie normal. Ich habe beunruhigende Parolen gehört. Alarmierende. Es scheint ja eine Menge Hitzköpfe zu geben. Das ist nur Gerede, Mr. Vizepräsident. Ich gebe zu, es gibt ja ein paar Wirrköpfe. Aber Sheriff Jefferson kennt sie. Er hat auf sie ein äußerst waches Auge. Herzlich willkommen, Madame. Danke. Sie sind sehr liebenswert. Ich begrüße Sie. Herzlich willkommen. Wieso hatte der Zug so viel Verspätung? Wir hatten an der Brücke einen kleinen Zwischenfall. Wie bedauerlich. Sie sind der Sheriff? Ja. Und? Man wollte die Brücke in die Luft sprengen. Ich wünsche, dass alle Verdächtigen unverzüglich verhaftet werden. Ich werde tun, was in meinen Kräften steht. Das ist Mr. Pinkerton, Bank von Texas. Es freut mich, Sie bei uns zu sehen. Ganz meinerseits, Mr. Pinkerton. Das ist eine richtige Lady. Hast du gesehen, was für Blumen die Frau des Gouverneurs überreicht hat? Rote Rosen. Und was ist daran ungewöhnlich? Rote Rosen bedeuten in Texas Blut. Wer ist da? Ich bin's, Bill. Machen Sie auf. Aber schnell. Ja, ist ja schon gut. Ich komme. Helfen Sie mir. Jack hat's erwischt. Nein, wo kann ich denn da hin? Ich weiß, dass Sie ihn suchen. Er ist aus dem Gefängnis ausgerissen. Sie müssen ihn verstecken. Er braucht einen Arzt. Sie können ihn doch nicht krepieren lassen. Er ist unschuldig. Aber schuldig oder unschuldig, darum geht's doch überhaupt nicht. Aber er ist ein Schwarzer. Den knüpfen Sie erstmal auf und dann interessieren Sie sich für seine Schuld. Nein, nein. Schaff ihn rein. Und ich lauf zum Doktor.
Ich warne Sie, sollte dem Präsidenten hier in Dallas etwas zustoßen, werde ich Sie zur Verantwortung ziehen. Oh, Sie, verehrter Herr Vizepräsident, unser aller Hoffnung, wie wir meinen, Sie wagen Ihren Förderern zu drohen? Vorsicht, Pinkerton. Auch das Geld der Bank von Texas würde Sie nicht vor dem Galgen retten. Außer der Macht der Bank gibt es noch eine politische Macht, und die der Exekutive. Das, was wir stolz Texas nennen. Sie haben sich den Texanern zur Wahl gestellt, und Texas hat Sie zum Vizepräsidenten gemacht. Es ist aber bisher nie vom Mord die Rede gewesen. Sich nicht auf. Dieser Versuch eines Attentats ist die Sache einiger weniger Verrückter gewesen. Wieso tragen Sie dann alle den Stern an der Weste? Die Wahrheit über diesen Vorfall könnte eine ganz andere sein. Ich würde Sie bitten, gefälligst nicht in Rätseln zu reden. Erklären Sie. Es sind 4 Männer getötet worden, die von mir den Auftrag hatten, die Brücke schärfstens zu bewachen. Sie sind von einem Mann umgebracht worden, der wegen Hochverrat zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt war. Dieser Mann hat sich dreist als der Retter des Präsidenten aufgespielt. Aber vorher hat er alle umgebracht, die von den Ereignissen eine andere Darstellung hätten geben können. Warum haben Sie ihn dann nicht verhaftet? Der Präsident hält Willer nun mal für seinen Retter. Wenn das so ist. Es ist wahr, dank Ihrer Hilfe bin ich Vizepräsident der Vereinigten Staaten geworden. Damals habe ich nur meine und Ihre Interessen gesehen. Aber 2 Jahre an der Seite des Präsidenten haben genügt. Die Notwendigkeiten der gesamten Nation und der Gesamtheit des Volkes zu sehen. Wir sind nicht hier, über Ihre Ideen zu sprechen, sondern über Tatsachen. Und wenn Sie es gütigst erlauben, möchte ich Sie an eine dieser Tatsachen erinnern, Mr. Vizepräsident. Sie wissen, dass wir Papiere besitzen, Dokumente, mit denen wir sie vernichten können. Und Sie können felsenfest davon überzeugt sein, dass wir von diesen Papieren Gebrauch machen werden, wenn Sie nicht unsere Absichten verfolgen. Wenn Sie zum Beispiel die Pläne des Präsidenten vertreten. Ich habe Ihren Erpressungsversuch zur Kenntnis genommen, Gentlemen. Guten Abend. Wir sind zusammengekommen, um über unsere Haltung zu debattieren. Wir werden nicht zulassen, dass Sie gehen, ohne uns Ihren Standpunkt gesagt zu haben. Ich werde mich verhalten, wie es mir mein Gewissen vorschreibt. Und Sie sollten dasselbe tun, falls Sie noch ein Gewissen haben. Ihr Freund hat eine Bärengesundheit. Er wird ganz schnell wieder auf den Beinen sein. Eigenartig. Sobald ich operiere, ist meine Hand ruhig und sicher. Aber dann zittert sie wieder. Daran ist bestimmt nur die Flasche schuld. Sie ist leer. Könnten Sie sie nachfüllen? Leider, ich habe keinen Tropfen mehr im Haus. Aber ich mache gern die paar Schritte rüber in den Salon. Ja. Bringen Sie aber nur den Besten. Ist gut. Nur nicht so viel bewegen, mein Junge, sonst platzen die Nähte wieder auf. Sie sind ein feiner Kerl, du Christoph. Sheriff! Was gibt's, Gordon? Bill hat diesen Nigger zu mir gebracht. Er hat eine Kugel abgekriegt. Behalt ihn bei dir. So lange, bis mir was Besseres einfällt. Ich halte dich auf dem Laufenden. Haben Sie gesehen, dass die neuen Gehilfen des Sheriffs für Visagen haben? Ich riskiere mein Leben, dass ich dich bei mir verstecke, also geh vom Fenster weg oder ich knall dich ab. Ich warne dich, es ist geladen. Nee, natürlich. Wenn ich das kaputte Bein nicht hätte, würde ich vor ganz Dallas auf die Straße laufen und dem Präsidenten beide Hände schütteln. Tja, ich weiß inzwischen wieder, wer Sie sind.
Sie sind William Willer. Das Kriegsgericht hat Sie wegen Hochverrat verurteilt. Wenn ich nicht irre. Ja, Mr. Präsident. Sie hatten als Ankläger 4 Jahre verlangt. Also habe ich 4 Jahre gekriegt. Mit Ihnen stand damals auch ein Farbier vor Gericht. Ihre Truppe behauptete damals, von Ihnen und von diesem Mann sei eine ganze Kompanie an den Feind verraten worden. Wir waren damals immerhin im Krieg, Willer. Nach dem Buchstaben des Gesetzes hätte ich Ihre Hinrichtung beantragen müssen. Aber ich hatte mich über Sie informiert. Ihr Verhalten war bis dorthin vorbildlich gewesen. Was war damals mit Ihnen los, Willer? Wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie damals sogar darauf verzichtet, sich gegen die Anklage zu verteidigen. Jack Donovan und ich, wir hatten eines Nachts Wache. Unsere Kompanie sollte ein bisschen Luft holen. In derselben Nacht sollten wir angreifen. Wir sollten den Feind nachts überrumpeln. Nur wenn wir ihn völlig überraschen konnten, hatten wir eine Chance zu siegen. Plötzlich stand auf dem Berg gegenüber ein Mensch. Nicht schießen, Jack! Aber er hat uns gesehen. Er wird die anderen alarmieren, die werden uns angreifen. Wer war dieser Südstaatler? Mein Vater. Das ist ein furchtbarer Krieg gewesen. Gewesen? Es ist noch Krieg. Mein Vater ist vor 2 Tagen ermordet worden. Zwar von denselben Leuten, die versucht haben, die Brücke zu sprengen. Deshalb bin ich auch dort gewesen. Nur deshalb. Weshalb, glauben Sie, bin ich hierher gekommen? Damit das alles endlich ein Ende hat. Damit anstelle der Gewalt endlich die Gleichheit gesetzt wird, die Gerechtigkeit. Ihre Tapferkeit hat mir das Leben gerettet. Ich will nur hoffen, dass Sie eines Tages stolz darauf sein können. Ja. Aber im Augenblick gilt in Texas nur eins. Das. Aber wer hat denn davor Angst? Was ist denn damit zu erreichen? Man kann jeden damit zum Schweigen bringen. Auch einen Präsidenten. Und das möchte man. Stimmt's? Ja. Hoffen wir, dass es von dieser Sorte nicht so viele gibt. Ja, und was diese Brücke angeht, das habe ich richtig gemacht. Danke. Bleib bei mir. Lässt du mich los. If you take a look at the sky, you see there are many, too many stars. Sailor Joe from the river told me, listen girl, from those stars, watch only those that count. Catch a star from the sky, let the others fall down. Keep an eye on the sky, get your eyes flying high.
Diese nette Leute, wir wollten, dass du Annie noch singen hörst. Aber jetzt stell deinen Whisky weg und komm mit zum Sheriff. Er möchte mit dir reden. Und zwar sofort. Wenn Jefferson so große Sehnsucht nach mir hat, dann habe ich nichts dagegen, dass er herkommt. Und jetzt traf gefälligst an. Die gehören doch dir, oder? Was ist denn? Ich denke, du wolltest mit mir reden. Das war ein Zahn zu viel, mein Junge. Dafür schicke ich dich ganz schnell in den Kasten. Widerstand gegen das Gesetz. Ach nein. Denselben Stern hatten die Typen an der Jacke, die den Präsidenten mit der Brücke in die Luft jagen wollten. Und die Verbrecher, die meinen Vater abgeschlachtet haben wie ein Vieh, hatten diesen Stern. Spiel den aus Washington gegenüber ruhig weiter, den großen Mann. Aber wenn die weg sind, dann mache ich dich fertig. Okay. Aber vergiss du nicht, mein Freund, dass du dir den Hintern aufreißen solltest, dass sie alle nach Washington zurückkehren. Und das lebend. Denn wenn, sagen wir zum Beispiel, dem Präsidenten irgendwas passiert, dann schicke ich dich zur Hölle. Ich werde sehr froh sein, wenn der Tag da ist, an dem es keine Unterschiede mehr zwischen diesen Menschen geben wird. Er steigt in den Wagen. Kommen Sie, sehen Sie. Geh auf deinen Posten. Okay. Es lebe der Präsident! Es lebe der Präsident! Verfluchter Mörder! Wo ist hier ein Arzt? Kommt! Eskortiert die Kutsche! Halt! Es ist jetzt Ihre Pflicht, sich in Sicherheit zu bringen. Warum hilft denn keiner? Unternehmt doch was! Beruhigen Sie sich, Madame. Platz! Platz! Beiseite! Beiseite! Macht Platz! Dr. Strips! Dr. Strips! Sie haben auf ihn geschossen. Mach schnell! Helfen Sie ihm doch! Retten Sie ihn! Warum habt ihr ihn nicht ins Krankenhaus gebracht? Dort gibt es bessere Ärzte. Ich habe nicht den Mut. Sie können mehr als alle anderen. Also los! Bringt ihn rein. Beeilt euch! Nehmen Sie die Beine. Vorsichtig! Vorsichtig. Lasst mich! Lasst mich! Ich schwöre euch! Ich schwöre euch! Ich schwöre bei meinem Augenblick! Ich habe nicht auf den Präsidenten gestanden! Ich habe nicht auf den Präsidenten gestanden! Ich schwöre! Wagt ja nicht, ihn anzurühren! Das linke Schwein gehört an den nächsten. Dieser Mann hat das Recht auf einen ordentlichen Prozess! Lasst ihn vorbei! Ich bringe ihn ins Gefängnis. Vorwärts! Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! Ich schwöre!
Ich habe Dr. Hunter mitgebracht. Er ist der Chefarzt unseres Krankenhauses. Gentlemen, würden Sie uns bitte allein lassen? Und rufen Sie bitte den Priester. Nein! Würden Sie bitte auch hinausgehen? Nein. Sie beide waren für die Sicherheit des Präsidenten verantwortlich. Es besteht kein Grund zur Aufregung, Sir. Der Täter ist bereits verhaftet. Wer ist es? Es ist ein Nigger. Wer? Jack Donovan. Du versuchst bloß, den wahren Mörder zu decken. Beruhigen Sie sich, Bill. Streit bringt uns nicht weiter. Jack hat den Präsidenten verehrt. Er hat ihn verehrt wie alle Farbigen. Donovan hatte das Gewehr noch in der Hand, als wir ihn verhaftet haben. Und die Schüsse kamen ausgerechnet aus einem Fenster des Hauses, in dem er sich versteckt hatte. Aus Angst, verraten zu werden, hat er auch den Mann erschossen, der ihn aufgenommen hatte. Alle Achtung, ihr habt's euch leicht gemacht. Es ist ja so einfach, einen Neger zu verdächtigen. Wenn ich dir sage, dass er geschossen hat, dann stimmt das. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Das ist unmöglich. Die Schüsse kamen aus einer anderen Richtung, von diesem Beobachtungsstand vielleicht. Bitte, es wird ja einen Prozess geben. Da kann jeder sagen, was er will. Ich jedenfalls, ich habe meine Pflicht getan. Ich hätte es dir im Guten gesagt, Jefferson. Wenn er stirbt, bringe ich dich um. Mr. Willer, ich gestatte Ihnen nicht, in diesem Ton mit einem so hochverdienten Mann wie Jefferson zu reden. Wie ich sehe, ist also alles bestens. Und das, was Ihre Ehrenmänner sagen, das ist auf alle Fälle okay. Gentlemen, der Präsident, er ist soeben verstorben. Jack Donovan ist unschuldig. Ich werde den Mörder aufspüren. Und zwar den richtigen. Herein. Ich finde einfach keine Worte, um meine Gefühle wiederzugeben, Mr. Präsident. Was soll das heißen? Seit nunmehr 19 Minuten sind Sie der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist nicht korrekt, Gentlemen. Seit 19 Minuten hat Amerika keinen Präsidenten mehr. Es ist sich selbst überlassen. Das wäre das Schlimmste, was unserem Land widerfahren könnte. Zum Glück haben kluge Leute in unserer Verfassung jedoch vorgesehen, dass im Falle des plötzlichen Ablebens unseres Präsidenten der Vizepräsident automatisch seine Funktion übernimmt. Aber er ist erst Präsident, nachdem er den Eid geleistet hat. Und das kann nur in Gegenwart eines Richters geschehen. Eine kleine Sekunde. Ich muss Sie unter 4 Augen sprechen, MacDonald. Wie Sie wünschen. Richter Harvey, wenn Sie jetzt kommen würden. Gibt's hier eine Bibel, Pinkerton? Sprechen Sie mir nach. Nick. Was machst du hier? Ich habe nur den Beweis für meine hübsche Theorie gesucht.
Nach meiner Meinung sind die Schüsse nämlich von hier abgegeben worden. Und hast du was gefunden? Mhm. Das? Winchester 32. Ich habe allerdings nur eine gefunden. Es müssen aber 2 Schüsse gewesen sein. Bist du sicher? Ganz sicher. Ich war am Ende des Zuges. Und als plötzlich das Geknalle losging, habe ich alles gesehen. Was meinst du, wie viele sind es gewesen, die geschossen haben können? Mindestens 2. Einer allein hätte in diesem kurzen Moment nie 2 Schüsse abgeben können. Natürlich nicht. Also suchen wir die andere Patrone. Vorsicht! Nicht schießen, Bill! Beim kleinsten Fehler drückst du ab. Okay. Komm her. Aber da liegt. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich muss Ihnen schwerwiegende Dinge anvertrauen. Selbst auf die Gefahr hin, dass Sie sie möglicherweise gegen mich verwenden werden. Ich habe Vertrauen zu Ihnen, nur zu Ihnen. Bevor Sie weitersprechen, Sir. Es ist meine Pflicht, Sie aufmerksam zu machen, dass der einzige Präsident, dem ich mich je verbunden gefühlt habe, gerade in den Sarg gelegt wird. Ich bin in der Hand dieser Leute. Ich bin es immer gewesen, aber das war bisher unwichtig. Aber jetzt glaubt er sich am Ziel seiner teuflischen Wünsche. Er will den Präsidenten der Vereinigten Staaten zur Marionette seiner Interessen machen. Wer ist das? Von wem sprechen Sie? Von Pinkerton. Aber wie konnten Sie dann den Eid leisten? Sie haben mitgespielt. Amerika darf nicht ohne Präsident sein. Deshalb befindet es sich in der Hand dieses Mannes. Deshalb wollte ich mit Ihnen reden. Deshalb vertraue ich mich Ihnen an. Die 2 Jahre, die ich an der Seite Ihres Präsidenten verbracht habe, haben mir die Augen geöffnet. Ich bin entschlossen, seine Reformpläne und Ideen zu verwirklichen. Um dazu in der Lage zu sein, ist es erforderlich, dass einige Papiere, die in Pinkertons Besitz sind, vernichtet werden. Der Skandal würde nicht allein meine Person treffen. Er würde alles, was bisher mit dem Blut von Hunderttausenden braver Bürger erreicht worden ist, zunichte machen. Ein anderer Grund, weshalb ich den Eid geleistet habe, ist, Zeit zu gewinnen. Angenommen, es würde nicht gelingen, die Papiere zu bekommen. In 10 Tagen wird der Kongress zusammentreten. Die Texaner werden eine Reihe Änderungsanträge vorlegen. Wenn auch nur einer durchgeht, haben die Erpresser alle Macht. MacDonald, wenn diese Papiere nicht in 10 Tagen in meinen Händen sind, und das wohlgemerkt in Washington, ich schwöre Ihnen, dann bleibt mir nur noch ein einziger Ausweg. Der. Was Gott verhüten möge. Es wird erneut ein Chaos geben. Den nächsten Bürgerkrieg. Ich werde alles versuchen, was in meiner Macht steht, Mr. Präsident. Ich weiß, ich stelle Sie vor eine ungeheure Aufgabe. Aber ich bin auch überzeugt, dass Sie mein Vertrauen nicht enttäuschen werden. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden, Madame. Ich bleibe in Dallas. Weshalb, MacDonald? Ich will die Wahrheit herausbekommen. Mein Gott. Ich hoffe, in 10 Tagen bei Ihnen in Washington sein zu können, Mr. Präsident. Danke. Wie immer es auch ausgehen möge. Danke.
Siehst du, das habe ich mir alles selber geschaffen, bevor ich meine Beine für das Vaterland hingeben musste. Erinnerst du dich noch, Bill? Naja, mein Opfer war wenigstens zu etwas gut. Und wie sieht's bei dir aus? Wem wird dein Opfer nützen? Slim? Wem, Slim? Dreckskerl. Was glaubst du, wie lange du das noch aushältst, Slim? Ich weiß, dass du nur ein kleiner Handlanger bist. Ich habe nichts gegen dich. Wer hat dich geschickt? Es war Jefferson. Ich habe den Auftrag von ihm. Mach das mit ihm aus. Ich und Feld, wir haben nur gemacht, was er verlangt hat. Erst habt ihr den Präsidenten umgebracht, und zwar habt ihr von dem Beobachtungsstand geschossen. Und jetzt habt ihr Bill abknallen wollen. Ich möchte, dass die ganze Stadt hört, was du gerade ausgeplaudert hast. Aber erst zertreten wir Jefferson die Petersilie. Keine Bewegung. Bleibt, wo ihr seid. Dreh dich um. Wirf deinen Halfter weg. Und versuch keine Tricks. Du? Sag bloß, du bist auch so ein krummer Hund. Im Leben eines Politikers gibt's Dinge, die über deinen Horizont gehen. Ich werde es eines Tages vielleicht mal erklären, aber jetzt schmeiß deinen Gott weg. Ich hab gesagt, den Gurt weg! Bravo, Bill. Das hast du großartig gemacht. Bill! Du bist ein verfluchter, dreckiger Verräter. Von wegen Politiker. Pfui Teufel, dass der Präsident solche Leute neben sich hat. Du bist ein Judas! Bill! Bill! Aufstehen. Sag ihm, er soll sich aus der Geschichte gefälligst raushalten. Konntet ihr diesen Idioten nicht rechtzeitig loswerden? Worauf wartest du noch? Darauf, dass er dich an den Galgen liefert? Aber was ist denn los gewesen, MacDonald? Er hat sich von diesem Bill erwischen lassen. Er hat den ganzen hübschen Plan verraten. Von A bis Z. Bill hat mich gefoltert. Er wollte mich aufhängen. Er ist in der letzten Sekunde aufgetaucht. Für wen arbeiten Sie? Ich würde keine Fragen stellen, die einen das Leben kosten können, Jefferson. Gewöhn dich endlich an den Gedanken, dass Washington nicht bloß aus Idioten besteht. Ich bin unschuldig. Sie haben mich gefordert. Ich soll gestehen, dass Sie den Präsidenten getötet haben. Aber das ist Lüge.
Ich war's nicht. Wie kann ich es denn dann gestehen? Ich bin unschuldig. Bitte, Sir. Bitte suchen Sie meinen Freund Bill. Er muss wissen, dass ich es nicht war. Ich war es nicht. Sagen Sie es ihm. Er wird es Ihnen beweisen. Slim, du brauchst eine kleine Luftveränderung. Du wirst den Transport übernehmen. Mein Wort, er wird keinen Fehler mehr machen. Wo lässt du den Nigger hinbringen? Nach Fort Worth. Dort ist er bedeutend sicherer. Das muss auf die erste Seite. Und zwar mit den größten Buchstaben, die du hast. Wie Sie wünschen, Mr. Jefferson. Ich will keinen Fehler machen. Lies vor, Pitt. Hervorragende Arbeit des Sheriffs. Der Mörder des Präsidenten kurz nach der Tat verhaftet. Bei dem Verbrecher handelt es sich um einen Neger. Ich fürchte, die erste Seite wirst du für Jeffersons Todesurteil brauchen. Sei vorsichtig, Bill. Wenn du mich umlegst, hast du ausgepisst. Das heißt, wenn du mich nicht von diesem Beobachtungsstand aus abknallen lässt. Slim hat gelogen. Er hat sich bloß retten wollen. Dann hat er mehr Glück gehabt als du. Denn auf der Rechnung, die du jetzt begleichen wirst, steht auch der Name meines Vaters. Er ist voller Vertrauen zu dir gegangen. Dafür hast du ihn umgelegt. Nein, Bill. Das war Wallace. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich hätte es nie zugelassen. Nein, Bill, nein, du kannst mich doch nicht abknallen, ohne mir noch eine Chance zu geben. Die einzige Chance, die ich dir noch gebe, ist diese Zigarre. Dein Colt. Und komm nicht auf Ideen. Nick, mach Licht an. Und du mach die Fenster dicht. Du kennst doch das Spiel. Hm? Und zwar hast du einen Schuss und als Ziel die Glut der Zigarre. Die Zigarren werden wir bei uns behalten, kapiert? Das ist doch ein tutschiges Spiel. Licht aus. Halt, Bill! Das wäre falsch! Wenn du ihn umlegst, ist Jack verloren. Wo ist Jack? Er ist unterwegs nach Fort Worth. Oder auf dem Weg zur Hölle! Nett, dass du mir das sagst, dann werde ich Jack erst mal raushauen.
damit er sich mit freuen kann, wenn du verreckst. Inzwischen unterschreibst du schön brav dein Geständnis. Verfluchter Hund, Verräter! Das Gesetz ist erfüllt. Nigger. Aufgrund der augenblicklichen äußerst ungünstigen Verhältnisse, die sich nach dem Attentat hier in Dallas ergeben haben, wurde der Angeklagte, Zack Donovan, zu seinem eigenen Schutz an einen abgelegenen, sicheren Ort gebracht. Das oberste Bundesgericht hat den Staat Texas beauftragt, in diesem Vorverfahren Beweise zu erbringen, die ausreichen, um Zack Donovan als Mörder des Präsidenten unter Anklage zu stellen.
Zur Ermittlung dieser Beweise hat das Gericht auch einen Vertreter der Bundesregierung in Washington zugelassen. Ich darf Mr. McDonald in seiner Eigenschaft als Repräsentant der Bundesregierung begrüßen und ihm versichern, dass die Justiz von Texas sich in der Aufklärung dieses Vorfalles, der dem Ansehen unseres Landes schwer geschadet hat, des größten Bemühens befleißigen wird. An der Täterschaft des Angeklagten Zack Donovan hegt die öffentliche Meinung keine Zweifel, sodass anzunehmen ist, dass wir mit dieser Vorverhandlung schnell zum Schluss kommen werden. Wünschen Sie irgendwelche Zeugen zu hören, Mr. McDonald? Ich hätte einige Fragen an Jack Donovans Schwester. Bill Miller! Ruhe! Ruhe! Ich sehe, dass er ihn als Toten mehr achtet als als Lebenden. Oder quält euch plötzlich das Gewissen? Aber was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass ihr mit eurem lächerlichen Lügentheater aufhören könnt. Der da ist mein Freund, Jack Donovan. Er hat den Präsidenten verehrt, weil der Präsident wollte, dass Schwarz und Weiß die gleichen Rechte haben sollen. Sie sagen, Jack hätte den Präsidenten getötet. Das ist eine Lüge! In Wirklichkeit ist der Präsident von seinen politischen Gegnern ausgeschaltet worden. Hier, auf diesem Zettel. Auf diesem Zettel steht die Wahrheit. Einer dieser dreckigen Texaner, die ihr Land verraten haben. Ein Strolch, der mit den Nordstaatlern gegen seinen eigenen Vater gekämpft hat. Da bin ich immer noch besser als du. Du bist nur ein mieser Killer. Das wirst du mir büßen. Nehmt ihm die Waffen ab und bringt ihn in die verlassene Siedlung. Dort können wir beide in aller Gemütsruhe weiter plaudern. Hi. Mr. McDonald, Sir. Oh. Herzlich willkommen. Offen gestanden, so eine Begrüßung hatte ich nicht erwartet. Es ist mir ein dringendes Bedürfnis, Ihnen für das Interesse zu danken, das Sie bei der Klärung dieses bedauerlichen Attentats an den Tag gelegt haben. Champagner? Sie begehen den heutigen Tag also wie einen Festtag. Ich würde es vorziehen, lieber auf den glücklichen Abschluss der Angelegenheit zu trinken, wegen der ich hier bin. Ich sehe mit Freuden, dass Sie die Absicht haben, ohne große Umschweife auf den Kern der Sache zu kommen. Das ist ein Charakterzug, den ich bei meinen Partnern zu schätzen weiß. Die Verhandlung hat die Unschuld des Negers bewiesen und die Unfähigkeit des Sheriffs Jefferson, ein so bedeutsames Amt zu bekleiden. Und schließlich wissen wir jetzt auch, dass Jefferson mit Wallace konspiriert hat
Und dass eben dieser Jefferson und dieser Wallace die eigentlichen Mörder des Präsidenten sind. Warum erzählen Sie mir Dinge, die ich schon weiß, Pinkerton? Ich glaube kaum, dass das der Grund war, weshalb Sie mich hergebeten haben. Also gut, McDonald, machen wir Schluss mit den Phrasen. Und kommen wir zu den Tatsachen. Wir haben nur eine einzige Absicht, die Ehre von Texas und dieser Stadt wiederherzustellen. Wir möchten unter diese Geschichte ein für alle Mal einen Strich ziehen. Nach all dem bisherigen Geschwätz würden wir Ihr Schweigen sehr zu schätzen wissen. Ich verstehe, aber Schweigen ist Gold, Mr. Pinkerton. Wir sind gerne bereit, für Ihr Schweigen zu bezahlen. Sagen Sie uns eine Zahl und über den Mord von Dulles wird nicht mehr geredet. Ich habe die Beweise, dass Jefferson und Wallace exakt nach Ihren Anweisungen gehandelt haben. Ich weiß auch, dass Sie Papiere besitzen, mit denen Sie den neuen Präsidenten erpressen. Ich kann nicht zuletzt beweisen, dass Sie, Mr. Pinkerton, höchstpersönlich der wahre Mörder des Präsidenten sind, nur weil seine Politik Ihnen nicht in den Kram gepasst hat. Sie sind verrückt! Sie sind verrückt! Gouverneur, ich weiß, dass Pinkerton Sie ebenfalls in der Hand hat, aber das ist eine Angelegenheit, mit der die Texaner allein fertig werden müssen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie ein bisschen zu weit gegangen sind? Und wenn schon, solange es stimmt. Bevor ich meinen Kopf in den Rachen des Löwen gesteckt habe, habe ich das komplette Beweismaterial 3 absolut vertrauenswürdigen Personen übergeben. Falls ich nicht binnen 24 Stunden wieder bei Ihnen bin, können Sie anfangen, sich den Strick auszusuchen, an dem Sie baumeln wollen. Wir wollen keine Gewalt mehr. Umso besser. Mir ist es auch lieber, wir werden uns in Freundschaft einig. Das bedeutet, Sie geben mir die Dokumente, mit denen Sie den neuen Präsidenten erpressen wollen, und fertig. Ich werde gern dafür sorgen, dass Jefferson und Wallace allein für den Mord an dem Präsidenten büßen und dass Ihre Person aus dem schmutzigen Geschäft herausgehalten wird. Damit würde die Untersuchung ein für alle Mal abgeschlossen sein. Schade, McDonald, dabei hätte ich so gern auf Gewalt verzichtet. Ich habe Ihnen 24 Stunden Zeit gegeben, Pinkerton. Sie werden diese 24 Stunden Zeit haben, Mr. McDonald. Sie werden sich überlegen, ob Sie reich sein wollen, das heißt, dass Sie mir diese Beweise übergeben, oder ob es Ihnen lieber ist, wenn wir Ihnen das Lebenslicht ausblasen. Ich habe Banken ausgeraubt, Züge überfallen. Man braucht verdammt viel Geld, um eine Armee aufzubauen. Ich schwöre dir, es wird der Tag kommen, Jefferson, an dem ich in offener Schlacht gegen die Yankees antreten werde. Aber eins weiß ich, der ganze Süden wird auf meine Befehle hören. Nicht wahr, Jefferson? Ich habe immer gedacht, ich hätte es bloß mit einem Verbrecher zu tun. Aber du bist doch noch komplett verrückt. Pinkerton und seine feine Clique haben euch beide für ihre Pläne benutzt. Und jetzt haben sie euch sitzen lassen. Du wirst in keine Schlacht mehr ziehen. Sie werden dich sang- und klanglos aufhängen, Wallace. Du hast überhaupt nichts begriffen. In ein paar Tagen werde ich alle Macht haben. Wenn das so ist, dann wirst du es ja erleben. Diese Schweine haben uns verraten. Hier, lies. Jefferson und Wallace, die wahren Mörder des Präsidenten. Wird die Zeitung schon verkauft? Die ganze Stadt hat sie schon gelesen. Sie stellen Freiwillige auf, die dich gefangen nehmen sollen, wenn dir das in deinen Kopf will. Auf die Pferde! Wenn ich wieder zurück bin, wird sich herausgestellt haben, wer verrückt war. Wallace oder Pinkerton. Ich garantiere, das wird dein letzter Ritt, Wallace. Du bleibst mit Brett und Mortimer hier, Jefferson. Nach Dallas!
letztes Angebot, MacDonald. Ich gebe Ihnen Geld. Sie können so viel haben, wie Sie wollen. Mit den Dollars in diesem Safe können Sie ganz Texas kaufen. Ich will die Dokumente, Pinkerton. Ich will die Dokumente haben und sonst nichts. Wie Sie wollen. Du hast mir so ein hübsches Spiel beigebracht. Das Ding mit dem Colt und mit dem Glimmstängel. Jetzt zeige ich dir mal ein kleines Spielchen. Hat den süßen Namen Russisches Roulette. Frei nach Jefferson. Süßes Spiel, ne? Der Freichenschwein. Sieh da. Hey, Jefferson, komm her und sieh, wer da gekommen ist. Hallo, Nick. Willst du etwa deinen Freund Bill befreien? Oder bist du bloß hier rausgekommen, um uns anzubetteln? Dann stell ich lieber vor die Kirche. Wir haben nämlich ganz viel zu Weihnachtsherz. Grinst ruhig weiter. Spaßvögel wie euch wollte ich schon lange mal in die Hölle befördern. Nick. Was für ein Glück, dass die Kugel noch im Lauf ist, Jefferson. Licht aus. Hat er dich erwischt? Dieses Schwein. Das ist ein Steckschuss. Hilf mir. So fest wie möglich. Wer ist da? Ich bin's, Nick. Bist du verrückt? Schnell rein. Nein, er nicht. Was redest du für einen Unfug? Was ist mit dir? Du bist zwar nie ein Held gewesen, aber so kenne ich dich nicht. Was ist los? In Dallas regiert der Mord. Was heißt das? Sie ermorden alle, die nicht an Jack Donovans Schuld glauben. Sie haben Annie umgebracht, seine Schwester. Sie haben MacDonald geschnappt und kein Mensch kann sagen, ob er noch lebt. Und Wallace ist in Dallas mit seiner gesamten Bande. Sie beherrschen die Stadt. Dr. Strips,
Hoffentlich sind Sie noch nicht bei ihm gewesen. Warte. Wenn wir jetzt einen Fehler machen, sind wir verloren. Denkt erst mal einen Moment nach. Pat, was du erzählst, ist alles furchtbar. Aber Dallas ist noch nie der friedlichste Ort gewesen. Aber noch nie hast du so reagiert. Wieso? Du? Sie haben mich dazu gezwungen. Begreifst du, was das heißt, Nick? Sie haben mich, den Schwächling, zum Sheriff gemacht, weil Sie wissen, dass ich Sie nicht an Ihren Verbrechen hindern kann. Ich brauche Banknoten. Wie viel könntest du mir geben? Alles, was ich letzte Woche eingenommen habe. Zerschneid das Papier, dass es so aussieht wie diese Banknoten. Wozu? Wozu, das erkläre ich dir später. Ich muss sofort zu Dr. Strips. Ich helfe dir. Dr. Strips. Strips. So eine alte Schnapsdrossel. Wer ist das gewesen, Strips? Wenn ich dir das sagen würde, wem würde das noch nützen? Ich laufe schnell rüber zum Krankenhaus und hol dir einen Arzt, ja? Nein, krepieren kann ich auch allein. Wer ist das gewesen? Sag es mir. Das war mein Fehler. Ich war immer zu sehr für Gerechtigkeit. Dein Arm, gib mir die Tasche. Ich war immer der Beste, wenn es um sowas gegangen ist. Ich hol dir das Ding raus. Drüben, beim Spiegel. Bis zum Ende. Bis zum Ende? Bis zum Ende, mein Junge. Bis zu meinem Ende. Verlass dich drauf, was dein alter, versoffener Doktor sagt. Du kennst ja das Gesetz. Ich kann dich zwar nicht vom Zuchthaus bewahren, aber den Galgen könnte ich dir ersparen. Also sei kein Idiot und bind mich los. Sonst ertrinkt alles in Blut. Du bist ein Schwein, Pinkerton. Du hast mich verraten. Du wirst mir sofort diese Dokumente geben. Dann habe ich dich widerlichen Blutsauger nicht mehr nötig. Du könntest mit diesen Papieren nichts anfangen. Wieso? Kommst du dir etwa so klug vor? Es geht hier nicht darum, wer klüger ist. Aber ich kenne den Präsidenten und du nicht. Du irrst dich, wenn du glaubst, ich gehe dir schon wieder in die Falle. Ich muss diese Papiere haben, um allen Patrioten in Texas zu zeigen, was für korrupte Schweine in Washington sitzen. Dann haben wir endlich unseren Rachekrieg. Wo willst du hin? Pitt schickt mich, der Sheriff. Ich muss das Geld, das aus Washington gekommen ist, zur Bank bringen. Welches Geld? Naja, die $20.000 Kopfgeld für den, der den Mörder des Präsidenten fängt. Stell's hin und zieh Leine. Aber das Geld gehört doch der Regierung. Stell's hin und Schluss. Tatsächlich. Verdammt, das Dynamit! Ich gebe dir den guten Rat, Pinkerton, beweg dich endlich. Rück die Papiere raus oder ich zertrete dich wie eine Wanze. Also gut, Wallace. Also gut. Du sollst sie haben.
Schade, wir hätten Texas von den Yankees befreien können. Aber wie kann man das, wenn man es mit Geisteskranken zu tun hat? Mit Verrückten. Wallace! Komm raus, Wallace! Oder hast du die Hosen voll? Ich möchte dich gern killen, aber nicht so, wie du meinen Vater abgeschlachtet hast. Zeig dich! Feiger Mörder! Na los, verlauster Hund, schieß! Vier. Die Papiere gehören mir. Ich habe mein Leben nicht riskiert, um sie dir zu überlassen. So blöd kann ich gar nicht sein. Ich brauche diese Papiere, damit Amerika die Wahrheit erfährt. Es gibt Wahrheiten, die man lieber nicht von sich gibt. Mit diesen Papieren kann ich mehr erreichen als du. Überleg dir's, Willa. Du und ich, wir haben beide dasselbe Ziel. Unser Präsident musste sterben, weil er immer nur den Frieden wollte. Ich will auch Frieden. Also, weshalb sollte ich sie dir überlassen? Aus sehr vernünftigen Gründen, mein kleiner Großschnauz. Erstens, weil ich den Colt gezogen habe. Und zweitens, weil du gleich ein kleines Loch im Bauch haben wirst. Gib her. Morgen früh geht ein Zug nach Washington. Mit dem solltest du heimfahren. Verschwinde. Noch nicht. Warte. Ich habe über dich einiges erfahren. Ich glaube, du kannst damit doch mehr anfangen als ich. Ich komme auch mit meinem Colt aus.